Kennst du das schon? Was ist weiss und stört beim Essen? Eine Lawine. Was? Jetzt schmeißt du die einfach fort da? In einer Bananenschale hat es Magnesium, Vitamin B6, Mineralien, das perfekte Dünger. Das ist voll gut für die Umwelt. Ja, aber daheim ist ja der Apfel auch nicht einfach aus dem Fenster raus. Ja, aber schon sicher. Von was sollen denn Stadtfüchse leben? Stadtfüchse? Ja, haben die kein Anrecht auf ein Stück geile Pizza? Ja, von grün gut allein haben sie mal nicht gegessen, oder? Was? Jetzt ist ein halbes Sandwich mit Verpackung rein? Unsere Gewässer sind eh viel zu sauber. Die armen Fische haben gar nichts mehr zu fressen. Das ist jetzt eben mein Beitrag als ökologischer Gleichgewicht. Und die Verpackung ist auch ein ökologischer Beitrag. Das ist alles recycelbares Material. Aus dem können sich die Vögel nachher ein Minergie-Vogelnestchen bauen. Das ist voll gut für die Umwelt. Hey, du hast ja so recht. Man kann nicht die ganze Zeit vom Umweltschutz schnurren. Man muss auch aktiv etwas dafür tun. Das ist gut für die Umwelt. Schönen guten Abend miteinander. Vielen herzlichen Dank. Ja, merci vielmals. Herzlich willkommen zu Querdenken. Und heute geht es voll und ganz um Abfall und Littering. Ich weiss, es heisst immer wieder, die Schweiz sei unglaublich sauber, aber zum Beispiel der Herr da, er produziert Abfall. Also sie sind nicht die Einzigen, sie ja auch und die Damen da auch. Wir alle produzieren Abfall. Die Schweizer produzieren Abfall. Pro Person produzieren nur noch die Dänen und die Amerikaner mehr Abfall. Bei den Amerikanern wäre es wahrscheinlich noch ein bisschen schlimmer, wenn man die Aussagen von Donald Trump noch mitrechnen würde. So, bevor wir jetzt loslegen, darf ich Ihnen eine Person vorstellen. Querdenker ist die erste billag-finanzierte Sendung, die den Service-Public-Gedanken wirklich ernst nimmt. Wir haben freiwillig einen Publikumsrepräsentant beauftragt, der schon während der Sendung kontrollieren sollte, ob das Ganze unseren Zuschauern etwas bringt. Guten Abend, Herr Chen. Guten Abend, Herr Gammeltaler. Es freut mich, dass ich hier sein wieder. Damit wir nicht die gleichen Fehler machen wie letzte Woche, würde ich gerne die 8 wichtigsten Punkte noch einmal sagen. Sie haben es mir ja im Mail schon geschickt. Genau. Ich habe es gelesen und erstens, wir hören uns am Schluss der Sendung. Danke vielmals, Herr Chen. So, das heutige Thema Littering und Abfall. Littering gibt es übrigens nicht nur in der Stadt, nein, auch in der Natur. Zum Beispiel die berüchtigten Eichhörnli-Gangs, was die halb abgekaffelte Tanzäpfelreste achtlos liegen lassen. Ein verdammtes Hure-Saupack. Aber die Natur ist tatsächlich nicht ganz unbeteiligt. Der grösste Teil der Kosten für die Reinigung in Städten ist nicht wegen dem Littering, sondern wegen dem Laub der Bäume. Die Bäume werden aber nicht gebüßt, weil als Baum bist du in der Stadt schon genug gestraft. Menschliches Littering probiert man schon ganz lange in den Griff zu bekommen, zum Beispiel mit dieser Kampagne hier. Was im Wohnzimmer stört, stört auch im Park. Also ich finde, das ist Ansichtssache. So eine Entenfamilie mag ja in einer Stube nerven, aber im Park, finde ich, geht's. Dafür sehen die meisten Wohnwände aus Schweizer Bünzli-Stuben auch im Wald scheisse aus. Den Spruch aber kann man durchaus brauchen, zum Beispiel auch in anderen Situationen. Was im Fernsehen stört, stört auch im Nationalrat. Der Abfall, den wir produzieren, nimmt wirklich langsam Ausmaß an, dass man nicht mehr genau weiss, was man machen soll. Darum möchte ich Ihnen eine Methode ans Herz legen, die wirklich funktioniert. Und es wird jetzt vielleicht ein bisschen anspruchsvoll für den einen oder anderen. Ich erkläre es ganz langsam. Die funktioniert so: Man kann Abfall und Littering stoppen, indem jeder seinen Mist wieder mitnimmt. Wird aber nicht gemacht. Jeder Schweizer produziert 35 Liter Säckabfall pro Jahr. Übrigens 15% von dem Abfall sind Essensreste. In anderen Worten, wir essen nicht schön aus, kein Wunder, schifft es die ganze Zeit.
Die Schweiz gibt jedes Jahr 200 Millionen Franken aus, um das Littering wieder aufzuräumen. Allein die Schweizer Bundesbahnen brauchen ziemlich viel Zeit, weil sie sammeln 98 Tonnen Abfall ein, jeden Tag. Das ist ungefähr so viel, wie eine Street Parade produziert. Einfach eben täglich. Darum könnte die SBB ihre Waggons auch Lovemobil nennen, was in den Stosszeiten sowieso besser passt. Womit wir zum Verkehr kommen, auf der Straße. Auf der Straße allein im Kanton Zürich wird auf Autobahnen und auf Raststätten 700 Tonnen Abfall eingesammelt jedes Jahr. Und das ist nicht nur ein grosser Kostenfaktor, das sieht auch schlimm aus. Kein Wunder, der grösste Teil davon sind nämlich Verpackungen. Zum Beispiel bei solchen Sachen. Das ist etwas, was es wirklich gibt. Tatsächlich, da hat jemand Bananen verpackt. Das hätte man doch viel anders machen können. Darum nochmal einen Anlauf Bananen zum Zweiten. Sie merken, es ist Handlungsbedarf da. Wie können wir das Littering in den Griff bekommen? Da gibt es verschiedene Lösungen. Zum Beispiel könnten wir unseren Abfall ins All schicken. Oder essen wir unsere Verpackungen bald einfach auf. Oder gibt es statt einer Sackgebühr eine Sackbelohnung. An solche Lösungen denken wir heute Abend dran herum. Und ich habe mir für das einen prominenten Gast eingeladen. Er ist Kolumnist, Kabarettist und Fulltime-Querdenker. Meine Damen und Herren, da ist der Benz Friedli. Sali Benz, schön bist du da. Du bist ja fleissig unterwegs mit einem Programm auf der Schweizer Kleinkunstbühne. Und was mir an deinen Sachen immer so gefällt, ich glaube, das ist ähnlich wie bei mir, du hast gern, wenn es wahr ist, was du erzählst. Ja, mein Programm heisst ja «Kein Witz». Und gleich kommen die Leute dann aber nach der Vorstellung und sagen, nein, ist jetzt aber nicht wahr, was der da erzählt hat. Und ich habe so den Anspruch, es muss stimmen. Und ich finde eigentlich auch, die Realität, die kannst du ja nicht toppen. Ich meine jetzt da der Familienpolitiker nicht, der jetzt doppelt Familienpolitik macht. Das kannst du nicht toppen. Was mich aber wundernimmt, wie ist es bei dir in Tat und Wahrheit? Es gibt Leute, die sehen Unordnung nicht. Also ich habe mal mit so jemandem zusammen gewohnt, der ist einfach so über das hinweg geschwoben. Stört dich Littering persönlich? Ja, grauenhaft. Ich habe sogar einen Tick, ich muss immer alles auf der Post nehmen sie als Zettel 257, dann tun sie es am Boden und ich komme rein und als erstes alle die Zettel. Und im ganzen Quartier die Energy-Trinkbüchsen. Meine Kinder schämen sich auch ein bisschen auf Distanz und so. Ich muss Ordnung machen. Es wäre für mich schon schön, wenn die anderen selber würden. Also, denken Sie daran, alles, was Sie jetzt zusammenräumen, muss nachher der Benz nicht. Ja, und vielleicht müssen wir die Leute halt auch ein bisschen motivieren. Wir schauen heute Abend verschiedene Lösungen an. Okay? Wir haben gedacht, belohnen und bestrafen wäre so etwas vom Ersten, wo man drauf kommt. Und da möchten wir gerne einen Trend aufgreifen. Also, heute sind ja ganz viele Leute in den Städten unterwegs mit dem Handy und jagen Pokémon. Sie spielen Pokémon Go. Und genau dort setzt unsere erste Lösung an beim Gamen. Im Auftrag der Aktion «Für ein sauberes Zürich» gegen das Littering habe ich ein revolutionäres Game entwickelt. Dank Pokémon Go ist so etwas schon bald Vergangenheit. Ich meine, Abfall am Boden ist doch so etwas von 90s, oder? Schon bald werden alle mit dem Handy nach Abfall jagen. Nicht nur in Zürich. Ich meine, überall den Güssel rumliegen lassen, das ist doch einfach schade. Schade für die vielen Punkte, die es gewinnen gibt. Ich zeige euch, wie es funktioniert. Also, jede Verpackung hat einen Chip drin, der den Standort übermittelt. Schau, da vorne liegt etwas. So wie früher die Schnitzeljagd. Aber jetzt jagen wir Verpackungen. Perfekt. Wenn man es lokalisiert hat, muss man es zuerst digital einfangen. Die Chipsverpackung gibt jetzt 12 Pokémon Go-Punkte. Aber natürlich erst, wenn ich sie auch analog in den Kübel rühre. Das Game ist gerade noch in der Beta-Phase. Aber sobald alle Serverprobleme und Programmierfehler behoben sind...
Dann gibt es hier die müllmäßige Revolution. Hör auf sie! Verdammt, aber gib... Oh shit! Ein Tetrapack, das 1000 Punkte gibt, das habe ich noch nicht gefangen. Sorry Leute, ich muss. Verdammt nochmal! Hau ab! Gib das! Schon verrückt, wie sich die Zeit ändert. Früher haben die Jungen alles liegen lassen. Heute bleiben sie gerade selber liegen. Also wenn man davon ausgeht, dass man ein bisschen aufpasst, dann könnte das ja eine Lösung sein. Das könnte einem noch motivieren. Also du brauchst jetzt kein Pokémon Go, du gehst es auch so sammeln. Aber wäre doch lässig, wenn es so noch Punkte gibt oder so. Es wäre einfach eine weitere, wie soll ich sagen, Normierung. Oder? Wir sind ja total in einem Dschungel. Wir haben Abfallmärkte, wir haben die richtigen Säcke, die nur an einem bestimmten Tag auf die Straße dürfen. Wir haben uns überlegt, was würde passieren, wenn es einfach kein geregeltes Abfallwesen mehr gibt? Oh nein, sorry. Ja, nein, aber stell dir das vor, wenn jetzt die Leute einfach müssten selber schauen. Bist du mal in Neapel? In Neapel? Ich war 3 Mal in Neapel. Und jedes Mal hat der Köderabfuhr gestreikt. Also vielleicht funktioniert es inzwischen, aber die 3 Mal, wo ich war. Und nachher, wenn du das mal gesehen hast, wie sich das so über Wochen türmt und so, dann schmeißt es nie mehr. Ja, vielleicht wäre es abschreckend, weil dann schmeißt es nie mehr etwas achtlos am Boden. Aber die sehen das ja den ganzen Tag und schmeißen trotzdem noch ab. Und vielleicht, ja, ich setze mich jetzt vielleicht in die Nestle, aber ist es nicht vielleicht auch eine Mentalitätsfrage? Also in der Schweiz würde man dann irgendwann mal sagen, hey, jetzt müssen wir uns halt selber organisieren. Jeder hat daheim irgendwie im Keller statt der Wäschküche eine Verbrennungsanlage. Oder? Wer hat jetzt den Mittwoch wieder den Schlüssel von der Verbrennungsanlage gehabt, oder irgend so etwas? Ich weiß nicht. Oder in Deutschland wird das vielleicht auch anders gehandhabt, ich weiß nicht. Gut, dort ist Deutschland ist nicht Eigenverantwortung, aber es ist mehr so, gell, Selbstkontrolle. Nein, nicht selbst. Nachbarn, oder? Weil die haben ja den gelben sich Sack selber. in Deutschland. Den gelben Sack? Den gelben Sack. Der Sieg ist durchsichtig. Gell? Und dann der kommt nur so Verpackungszeug rein und so. Eigentlich. Nachher tust du, das ist mir passiert, auch nicht am Bodensee, tust den gelben Sack voraus. Geht nicht 5 Minuten, dann kommt Frau Piefke rufen, gell? Herr Friedler, ich wollte Ihnen nur sagen, die Zigarettenkippen, die gehören nicht in den gelben Sack, die gehören in die Restmülltonne. Also da ist dann sofort einfach die Nachbarschaftspolizei, ja, funktioniert, aber ist nicht wirklich Eigenverantwortung. Ja, die durchsichtigen Säcke hätten einfach einen Vorteil für das schweizerische Militär. Ist jetzt, warte mal. Ja, nein, ist wirklich so. Wo haben wir das? Da. Also, da steht irgendwo ein durchsichtiger Sack, ist jetzt kein gelber Sack, wie du gesagt hast. Dann denkst du, ja, ist ja nichts dabei, ist einfach ein Abfallsack und gehst ein bisschen näher schauen. Oder? Und endlich taucht die verschwundene Handgranate oder das hochexplosive Teil wieder auf, das die Armee schon die ganze Zeit vermisst. Denen würde so etwas helfen, oder? Aber wären wir ready für Eigenverantwortung? Wir sind ja ein bisschen überverwöhnt in der Schweiz. Also wir hatten mal ein Testgebiet, wo man geschaut hat, was passiert, wenn die Leute selber dürfen. Oder? Und da hat man gemerkt, hey, das funktioniert ja schon mehr oder weniger bestens. Ja. Am Open Air im Frauenfeld. Super. Wobei, dort sind also nicht die Jungen selber die schuld. Ich meine, dort finde ich den Skandal, dass man dann so Billigwaren aus Billiglohnländern verkauft. Sorry, aber so ein Schrottzelt für 13,95 Franken würde ich am Sonntagabend auch nicht in diesem Zustand, auch nicht wieder zusammenräumen. In welchem Zustand bist denn du jeweils an dem Abend? Wo ich wäre, wenn... Ah, sorry, und Woodstock, dann bist du noch nicht auf der Welt, Michel, aber Woodstock 1969 hat es also nicht besser ausgesehen. Nur die Zelte waren ein bisschen teurer. Genau. Ich finde eben gerade während... Nein, die hatte ich keine. Die sind einfach... Freie Liebe unter freiem Himmel. Ich habe mir überlegt, man könnte mit einem meiner Lieblingskonzepte aufräumen während so einem Open Air. Das würde gerade während dem Open Air wird aufgeräumt, nämlich mit nie leer laufen. Ich weiss nicht, kennst du das? Wir können dort Ressourcen nutzen, die es schon gibt. Nämlich Rentner. Weil Rentner gehen gerne laufen. Und was haben Rentner dabei? Sie haben einen Rollator dabei. Oder? Und wenn jetzt der Kiffer an dem Open Air zu faul ist, zum Kübel zu gehen, wenn er es einfach nicht mehr kann, weißt du, was ich meine, er kann nicht mehr zum Kübel, dann muss halt der Kübel zum Kiffer laufen. Und das Konzept, das würde sich locker ausbauen, oder? Zum Beispiel so. Da gibt es x Möglichkeiten. Gut, es gibt dann Leute, die sagen, ja, aber das ist doch unmenschlich, die armen Rentner. Aber ich sage Ihnen, in anderen Ländern geht es noch ganz anders zu und her.
تزوروا في كل شيء علينا بدل ما تكونوا معانا تكونوا ضدنا. لمصلحة من؟ بالله لمصلحة من؟ قد تندمون يوم لا ينفع الندم. الذي بيته من الزجاج لا يرجم الناس بالحجارة. من أنتم؟ أنا يخلي جثمان الشهيد عبد السلام بن منيار أول شهيد سقط في الخمس عام 1911. دقت ساعة العمل، دقت ساعة الزحف، دقت ساعة الانتصار. لا رجوع، إلى الأمام، إلى الأمام، إلى الأمام. Könnte man sich überlegen, ich glaube, die Schweizer stehen eher auf Lösungen mit Hand und Fuß. Die haben, Ja, es gibt ja nachher auch wieder ein neues Entsorgungsproblem. Mit diesen Hängen. genau, du kannst eine Tonne für rechte Hand, eine Tonne für Okay. linke Hand. Oder Kadaver sammeln. Nein, ja, es wird unappetitlich. Die Schweizer machen das anders. Es gibt ein geheimes System, um etwas loszuwerden, das man nicht mehr will, das aber schon lange praktiziert wird, nämlich gratis zum Mitnehmen. Du hast irgendeinen Schrott rausstellen, statt das Abfallmärkchen, klebst ein Post-it-Zettel drauf, gratis zum Mitnehmen, drehst dich einmal um und zack, das Teil ist weg. Das funktioniert. Bei uns ist also letzte Weihnacht, also kurz vor der Weihnacht, steht auf einmal ein Tannenbaum auf dem Trottoir, gratis zum Mitnehmen. Zuerst habe ich gedacht, Vor das ist der irgendwie- Weihnacht? Ja, also recht, bevor du ihn gebraucht hättest. Zuerst habe ich gedacht, das ist irgendwie Gammenthaler, versteckte Kamera, aber dann gratis zum Mitnehmen. Nachher fast auf überlegen, ja, Scheibe, haben sich jetzt die Nachbarn lassen sich die scheiden oder haben sie so schlempen oder wollen sie die Kinder bestrafen, ihr habt nicht gefolgt, jetzt gibt es da so keinen Tannenbaum oder hat einer im Lotto gewonnen und reist irgendwie auf Südamerika. Haben wir so von Wehrweisen, sind auf die Post, Frau und ich, 10 Minuten, und wir sind unterwegs, haben wir gesagt, komm, den nehmen wir. Wir haben Also, was, Sie haben noch keinen gehabt. gehabt? Du hättest ihn genommen. Das hättest du jetzt genommen. Ist Ja, er der wenigstens gefunden, geschmückt ja, gewesen? nein, aber wir hätten unsere Sachen dran hängen können. Dann haben wir gesagt, den nehmen wir, und wir wieder sind 10 Minuten ist er weg gewesen, gratis mitgenommen. Funktioniert. Also nach der Weihnacht funktioniert es dann nicht mehr. Unglaublich, was die Leute alles rausstellen. Schau mal. Ja, aber man merkt eigentlich an diesem Beispiel, alles muss irgendwie weg. Es ist wurscht, ob es eine Bananenschale ist oder ein Atomfass oder so. Schlussendlich muss es einfach weg. Es muss weg. Und wir wissen nicht, wohin damit. Wir haben keine Ahnung. Da eine Lösung, die wirklich alle Grenzen sprengt. Abfalllos werden ist nicht schwer. Die Lösung heisst Abfalltourismus. Man wird in Güterlos und kann schöne Gegenden entdecken. Ein Hügel in der Gemeinde, der Wald im Nachbardorf. Oder man macht Badeferien an einsamen Traumstränden. Oder eine Expedition in Himalaya. Aber so weit muss man gar nicht gehen. Man lässt sich von einem Freund einladen und bringt ein herziges Mitbringsel mit. Oder so eins. Oder man schmuggelt es mit der Kleidung rein. Der Gastgeber merkt zuerst, wenn alle gegangen sind. Heutzutage musst du aufpassen. Stellst 5 Minuten dein Velo ab und schon sieht es so aus. Geschweige denn ein grösseres Fahrzeug. Allzu oft landet Plastikabfall in der Natur. Tiere essen bunte Teile und werden krank. Menschen essen Tiere und werden auch krank. Die Erde ist rund, alles kommt zurück. Darum muss man in andere Dimensionen denken. Das Zeug muss in den Weltraum. Aber dort ist es auch schon ein Puff. Es muss weiter weg. Am besten bringt man den Müll bis zur Sonne. Das ist die ultimative Kehrichtverbrennungsanlage. So geht's. Das machen wir. Ja, fände ich so les. Weißt du, interessiert das die Sonne nicht. Das macht zisch und weg ist. Genau, wie bei den Dings, gell? Jetzt ist ja wieder Saison. Hast du gesehen, heute die orange Kombi, gell? Die huren Laubbläser. Nein, das ist das Gestörteste, die tun einfach... Das ist einfach Umverteilung. Die blasen die Blätter einfach in der Weltgeschichte rum. Sorry, aber ich tue jetzt hier mit dem Föhn abstauben. Nein. Hallo? Hey, ich weiss genau, was passiert, wenn mein Sohn das daheim hört, mit dem Föhn abstellen. Er macht es, ich weiss es. Er ist zum Glück im Austausch, ja. Jawohl, genau. Er hört es nicht. Soll es dort machen? Gut, vielleicht müssen wir das CERN fragen in Genf, ob sie uns eine andere Dimension aufmachen mit einem Wurmloch, dann verklappen wir unseren ganzen Grümpel dort hin. Und bis wir das machen können, haben wir noch etwas anderes. Und zwar, irgendwann sind Verpackungen mehr als nur eine Umhüllung.
Ja, guten Morgen und es ist ein guter Morgen. 730 Kilo Abfall produziert jeder Schweizer pro Jahr, der grösste Teil davon Verpackung. Mein erster Gast heute ist der Ferdinand Müller vom Zürcher Start-up-Unternehmen Clean Mix. Er kämpft mit einer ganz neuen Methode gegen den Abfall. Herr Müller, verbieten Sie uns in Zukunft die Joghurtdeckel? Im Gegenteil, gerade die Joghurtdeckel sind ein gutes Beispiel. Das Credo von Clean Mix ist reinrühren statt wegrühren. Anstatt Verpackungen zu verbieten, reichern wir sie anreichern mit allen wichtigen Nährstoffen. Richtig zubereitet sind sie nachher die perfekte Nahrungsergänzung. Und man spart erst noch die Sackgebühr. Verbrannte Zeine. Wie kommt man dann auf so etwas? Ich habe das Verfahren bei der Natur abgeschaut. Früchte und Gemüse haben die meisten Nährstoffe in ihrer Schale. Also in der Verpackung. Aber ist da noch niemand anders drauf gekommen, Herr Müller? Es hat in der Industrie durchaus auch schon Versuche gegeben, wo die Verpackung gesünder war wie der Inhalt. Zum Beispiel bei McDonald's. Und außerdem auch das Anreichern von Produkten mit lebenswichtigen Zusätzen. Das ist nichts Neues. Heutzutage hat ja jedes Shampoo mehr Vitamine drin wie ein Äpfel. Dann schauen wir doch gerade mal, ob das Verfahren auch in der Praxis funktioniert oder eben vielleicht doch nur in Kübel gedacht ist. Ja, werde ich in Zukunft hinter den Kühlschrank gehen oder bei einem Hüngeli eben doch hinter den Abfall? Wir nehmen Milch für das Calcium und das Tetrapack für die Mineralstoffe. Dann PET-Flaschen mit Ballaststoff drin, ein Käsepapier für die Eiweiß und das Vitamin B12, ein Praline-Päckchen für die Spurenelemente, am Schluss noch für unsere neueste Kreation Schinken. Vegetarier können den Schinken gerne auch dem Hund geben, aber wichtig ist, dass die Verpackung reinkommt. Die hat im Vergleich zum Schinken nämlich richtig viel Protein. Da fehlt noch etwas. Das Bucke im Abgang bräuchte noch ein Joghurtdeckel. Erdbeer. Ist tatsächlich etwas, was es gibt. Also, wo wir das erste Mal entdeckt haben, haben wir gedacht, so ein Haferkäse, oder? Kannst du doch nicht machen. Aber es gibt wirklich Bemühungen in diese Richtung, Verpackungen essbar zu machen. Also Hafenkäse wäre der Hafen mit samtem Käse fressen. Ja, genau. Ja, genau, die Appenzellen haben das schon die ganze Zeit gemacht, wenn man Teller als Verpackung anschaut. Da etwas in der Süddeutschen. Genau zu dem Thema. Essbare Verpackung aus Milch soll Plastikflut eindämmen. Sieht auch sehr appetitlich aus, wenn da quasi Käse, etwas, das auch aus Milch gemacht ist, drin ist. Das ist also wirklich kein Plastik, sondern das ist eine Verpackung, die man gerade mitessen könnte. Schön ist, du musst gar nicht mehr auspacken, du kannst gerade reinbeissen. Also, aber ich sehe wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen psychologische Barrieren noch. Würdest du das jetzt essen? Wie viele Leute das schon erhangen haben? Also. Nein, Sie haben jetzt herausgefunden, amerikanische Forscher, wenn etwas länger... Man hat gemeint, 5 Sekunden darfst du es wieder auflesen vom Boden und essen, oder? Jetzt haben die wirklich herausgefunden, dass die Regel aus dem Volksmund nicht stimmt. Für das hat die eigentlich keine Forscher gebraucht. Natürlich hat es sofort Bakterien dran. Aber essen das Zeug geht wieder vom Boden auf. Darum bist du so zweig. Ja, aber das gibt Abwehrkraft. Ich habe nur das Gefühl, beim Essen würde es mich jetzt nicht stören, aber die Verpackung veredeln funktioniert einfach nicht immer. Weil jetzt beim Abendblättchen zum Beispiel ist ja nicht das Papier das Problem, das rumliegt. Also meinst du jetzt bei den Zeitungen, die man in diesen Altpapier-Sammelstellen rausnimmt, wenn man am Abend auf den Zug geht? Sondern der Scheiß, der drinnen steht. Also, weiss nicht. Und wenn uns das nicht ganz geheuer ist, dann müssen wir es noch mal ganz anders lösen. Ich habe eine These gehört von einem Querdenker, der ein Professor ist für Allgemeinwissen. Er ist jetzt in einer Direktschaltung mit mir verbunden und er findet, man sollte das Problem an der Wurzel packen. Stimmt das, Herr Professor Dr. Laubfall? Ja, guten Abend, Herr Gammenthaler. Richtig, an der Wurzel. Aber lassen Sie mich ausholen. Auf meine Anregung an haben meine lieben amerikanischen Kollegen Kelling und Wilson 1982 einen Bericht veröffentlicht
unter dem Titel Broken Windows, kaputte Scheibe. Sie zeigen auf, dass eine einzige eingeschlagene Scheibe dafür steht, dass sich niemand kümmert oder dass man ohne Konsequenzen weitere Scheiben einschlagen kann. Anders gesagt, Chaos bringt Chaos. Was bedeutet das fürs Littering? Wir müssen entweder das erste gefallene Stück Abfall sofort wegräumen oder, noch besser, verhindern, dass überhaupt eins auf den Boden kommt. Wir müssen Mittel und Wege etablieren, potenzielle Litterer bereits in frühem Stadium zu erkennen und zu stoppen. Durch Stoppen des jeweils ersten kann es kein zweiten geben. Das inzwischen als Laubfallprinzip bekannte Phänomen lässt sich auch auf andere Lebensbereiche übertragen. Wer nie eine erste Zigarette raucht, wird kein Raucher. Wer aufs erste Gutzeli verzichtet, wird nie dick. Und wenn wir den ersten Terrorist gestoppt hätten, aber eben... Ja, anderes Beispiel. Herr Professor Dr. Laubfall, es ist gut. Danke für, ja, merci vielmals, Herr Professor Dr. Laubfall. Gut, wir haben jetzt verschiedene Lösungen angeschaut. Es sollte möglich sein, das leidige Problem in den Griff zu bekommen. Der Benz hat kräftig mitgeholfen mit Mitdenken. Jetzt frage ich mich, was das alles gebracht hat. Ich frage unseren Publikumsrepräsentant, den Herrn Chen. Ja, danke, Herr Gammelthaler. Ja, was hat das gebracht? Das frage ich mich auch. Also, ein Herr hat vorher gerade so gesagt, es ist der gleiche Müll wie letzte Woche. Dieser Meinung bin ich jetzt nicht, aber ich muss schon sagen, es ist sehr viel über Verpackung geredet worden, wenig über Inhalt. Gut, das liegt vielleicht ein bisschen am Thema. Am meisten überzeugt hat mich der Lösungsansatz mit der essbaren Verpackung. Das wäre auch im Sinne der Grundversorgung, also vom Service Public. Oder kaufst du zum Beispiel einen Flachbildschirm und mit der Verpackung kannst du eine Woche lang deine Familie ernähren. Es war ja nur eine Aufzeichnung, aber ich würde sagen, das Mal lassen wir sie so, wie sie ist. Wir schneiden nichts rausschneiden. Es gäbe ja nur einen Abfall, oder? Im Gegenteil, wir lassen sie so durch. Wir tun sie sogar recyceln, weil sie ja schon da ist. Wir tun sie wiederholen. Ich schlage eine Wiederholung von der Sendung vor und am Schluss tun wir sie ins Ausland verkaufen. Mein Fazit und somit auch das Fazit der Fernsehzuschauerinnen und Zuschauer: Note 6 von 10. Dankeschön. Danke vielmals, Herr Chen. Es ist immer wieder schön, Sie hier zu haben. So, wir sind fast am Schluss. Jetzt möchte ich noch wissen, welcher Weg ist der beste? Wie werden wir den Abfall los? Was hat dir am besten gefallen? Mir hat jetzt noch gefallen, der mit dem Köppel auf den Mond schießen. Oder ist das gar nicht drin? Du machst Kombis, aber das ist durchaus möglich. Es geht ja ganz grundsätzlich darum, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und in dem Sinne herzlichen Dank fürs Mitstudieren. Ein riesen Applaus für den Benz Friedli. Und ich schicke Sie jetzt ins Bett mit dem Limerick zum Schluss. Ein Monster gebastelt in Stunden, vernäht und mit Klammern verbunden. Aus Friedhofgebein hat Dr. Frankenstein elegant das Recycling erfunden. Und wenn wir unseren Planeten nicht aufräumen mit Recycling, dann denken Sie daran, der beste Freund, den wir haben, ist der Abfallkübel. Auch wenn es immer noch Leute gibt, die noch nicht genau wissen, wie man die fachgerecht bedient. Gute Nacht.